Herzlich willkommen im Museum Gardena, Museum Gröden. Heute erzähle ich etwas über das Fastentuch von St. Jakob in Gröden. Fastentücher wurden seit dem Mittelalter während der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern in den Kirchen aufgehängt. Sie verhüllten den Altar. In Südtirol gibt es ein einziges vollständig erhaltenes Exemplar. Es wurde restauriert und hängt nun im Museum der Gardena in St. Ulrich. Das Fastentuch von St. Jakob in Gröden wurde im frühen 17. Jahrhundert gemalt. Das war die Zeit der konfessionellen Auseinandersetzungen zwischen Luther und der katholischen Kirche. In 24 Bildern zeigt es die Passion Christi vom Einzug in Jerusalem bis hin zur Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten. Viele Szenen wurden auf der Grundlage von Kupferstichen gemalt, die im 16. Jahrhundert in Antwerpen entstanden sind. Den Maler und den Auftraggeber dieses Tuches kennen wir nicht. Die Botschaft der Bilderfolge ist hingegen klar. Die Gläubigen sollen der katholischen Kirche treu bleiben. Schauen wir uns gemeinsam das erste Bild des Fastentuchs an. Der Erste sein. Darum dreht sich der Sport und so manches andere im Leben. Und es interessiert die Zuschauer, wer nun der Erste ist. Im ersten Bild des Fastentuchs von St. Jakob geht es auch um das Erstersein. Jesus zieht in Jerusalem ein, so wie die Evangelisten berichten, auf einer Eselin, gemeinsam mit seinen Freunden. Die Menge bejubelt ihn. Geführt wird die Eselin von einem weißhaarigen Mann, der mit gesenktem Blick seine Aufgabe erfüllt. Es ist Petrus. Dass er hier vor den anderen Jüngern abgebildet ist, die hinter dem Esel gehen, hat seinen Grund. Er ist der Erste unter den Freunden Jesu. Dass dies wichtig ist, erkennt man an der Vorlage, die der Maler des Fastentuchs benutzt hat. Der Kupferstich stammt von Martin de Vos. Er war ein beliebter Porträtist der Reichen und Schönen im Antwerpen des 16. Jahrhunderts. Seine Vorlage allerdings zeigt den Petrus hinter Jesus, im Verein mit den anderen Jüngern. Erklärt wird das dadurch, dass Martin de Vos ein Lutheraner war. Und die hatten mit dem Primat des Papstes so ihre Schwierigkeiten. Der Maler des Fastentuchs hingegen hatte eine wichtige Botschaft. Schon ganz am Beginn der Geschichte, wenn alle Beteiligten auftreten, werden die Rollen verdeutlicht. Und Petrus wird der Erste sein, der erste Papst. Davon sind die Katholiken bis heute überzeugt. Das 8. Bildfeld des Fastentuchs von St. Jakob zeigt Jesus vor Pilatus. Haben Sie schon mal ein Duell der Blicke beobachtet? Die menschlichen Augen sind in der Lage, mit einem Blick deutliche Botschaften zu senden. Wenn nun ein gefesselter Gefangener vor den Richter kommt, ist anzunehmen, dass die Machtpositionen klar verteilt sind. Die Soldaten führen Jesus vor den Richter, der Gewalt über sein Leben hat. Pilatus ist berüchtigt. Es gibt Berichte über seine Grausamkeit, die Rom schließlich dazu bewog, ihn aus Jerusalem abzuberufen. Die Richterfunktion wird auch durch den massiven Richterstuhl verdeutlicht. Aber der Machtmensch Pilatus wird vom Maler als verunsicherter Mensch dargestellt, der zu Jesus aufschauen muss.
Das zeigt die wahren Machtverhältnisse. Pilatus hat nur weltliche Macht. Und dann kommt noch seine Frau ins Spiel. Auf der Loggia ist er im Gespräch mit ihr abgebildet. Sie bedrängt ihn, lass die Hände von diesem Mann. Ein ungemütlicher Tag für den Despoten. Er verurteilt Jesus zum Tod. Die Christen aber glauben, es gibt ein letztes Gericht. Und da ist Pilatus nicht der Richter. Das zweite Bild in der letzten Reihe zeigt den Abstieg Jesu in das Reich des Todes. Im Grönerischen gibt es eine Redewendung, das naschigen Podel, übersetzt zornig wie eine Laus. Stellen Sie sich das vor, eine wütende Laus, die mit den Beinen stampft und brüllt. Macht nicht wirklich Angst, oder? Diese Redewendung fällt mir ein, wenn ich die Gestalten im Hintergrund des Bildes von Jesu Abstieg in das Reich des Todes ansehe. Im Vordergrund reicht der gerade auferstandene Jesus den Gerechten die Hand. Es sind jene Verstorbenen, die endlich erlöst sind und in das Reich Gottes eintreten können. Die Gesichter sind ernst und zeigen doch Dankbarkeit. Nicht nur die Vorväter, angefangen bei Adam und Eva, Mose und Abraham, sondern auch die Lebenden sind in dieser Szene zu sehen. Ganz links sind 3 Männer in spanischer Hoftracht abgebildet. Sie sind die Stifter des Fastentuchs und haben sich in dieser Szene verewigen lassen. Sie hoffen fest darauf, nach dem Tod in Jesu Reich aufgenommen zu werden. Es ist ein Zeichen für ihren tiefen Glauben. Sie beachten die Dämonen nicht, die im Hintergrund toben. Die haben ihre Macht verloren. Eine starke Hoffnung. Alle beängstigenden Gedanken und Umstände hinter sich lassen zu können und in gelassener Ruhe auf die Rettung durch Gott bauen zu können. Das letzte Bild des Fastentuchs von St. Jakob. Es zeigt das Pfingstereignis. Sie erinnern sich, wenn Superman, Spider-Man oder Wonder Woman in einem Comic in Aktion treten? Sind ihre Superkräfte erkennbar an den Strahlen, die von ihnen ausgehen? Wer das erfunden hat, weiß ich nicht. Aber schon im 16. Jahrhundert wurde dieses Stilmittel von den Zeichnern und Malern eingesetzt. So wie hier ersichtlich. Die Taube im Gewölbe hat einen vibrierenden Strahlenkranz. Laut Überlieferung der christlichen Glaubensgemeinschaft ist völlig überraschend ein Windbrausen in die Halle gefahren, in der die Freunde Jesu versammelt waren. Feuerflammen kamen herab. Dieser Moment ändert alles. Aus den ängstlichen Jüngern werden selbstbewusste Männer und Frauen. Es ist die Gründung der Kirche, die hier dargestellt ist. Bis zur Wiederkehr des Herrn ist sie, die Kirche, Treuhänderin der Botschaft Jesus. Verantwortlich für sie sind die 12 Apostel, aber auch weitere Jünger, wie im Bild ersichtlich ist. Die Hierarchie ist sehr flach. Petrus ist gemeinsam mit Johannes etwas über den anderen Jüngern und Jüngerinnen erhoben. Maria, Sinnbild der Mütterlichkeit, sitzt im Mittelpunkt. Petrus neigt wieder demütig das Haupt. Ein Primat im Zeichen eines triumphierenden Königtums ist das nicht, sondern ein Dienst an den anderen. So will der Maler die Kirche verstanden wissen.